Das ist die Story, wie der ungespielte, unsympathischste Insco und der Justin auf meine schweizerdeutsche Parodie reagiert haben. Und das nicht einmal in einem halben Jahr. Wir schauen bei Maelo rein. Maelo hat vor einem Tag ein Video hochgeladen. Ungespielt Schweizerdeutsch. Okay. Justin Schweizerdeutsch. Oh, es wird ganz übel. Es wird ganz übel. Fast 10.000 Abonnenten, unsympathisch TV, Schweizerdeutsch. Schweizer YouTuber hat seine schweizerdeutsche Parodie zu dir hochgeladen. Ja, okay, es ist vielleicht ein weirder Flex, aber das da hier ist die Story. Ende letzten Jahres ist mein YouTube-Kanal extrem gut gelaufen. Ja, okay, gut, Spaß beiseite. Zu der Zeit war es so, dass meine eigenen Videos mir nicht mehr so wirklich glücklich gemacht haben. Und das haben wir ganz klar auch die Reaktionen der Zuschauer gemerkt. Und zu der Zeit hat es mich wirklich abgefuckt, weil ich extrem gerne YouTube-Videos mache und hure gerne mit euch interagieren. Nach mehreren Pausen von gefühlt immer einem Monat habe ich dann mit diesen Parodie-Videos angefangen. Das erste ist am 29. Januar rausgekommen und das ist die erste unsympathische Parodie gewesen. Ich habe die Videos gemacht, beziehungsweise mache die Videos immer noch, weil ich den YouTuber seine Videos und seine Persönlichkeit, weil ich die selber mir auch oft einziehe, beziehungsweise eben, weil ich die Person auch feiere. Dann habe ich also meine erste Parodie gemacht und gedacht, dass der Sascha eventuell auf das Video könnte reagieren. Denn ich habe gedacht, dass wenn man probiert, einen YouTuber gut zu parodieren und ein gutes Video probiert zu machen, dann wird es der YouTuber normalerweise auch feiern. Und dann ist das da hier passiert. Maelo, danke für 10 Euro. Ich habe ein schweizerdeutsches Parodievideo von dir gemacht. Live in dem Stream hat der Sascha Unsympathisch TV auf meine schweizerdeutsche Parodie reagiert. Und ich sage euch, wie es war. Ich war dann so aufgeregt und so gestresst gewesen. Ich habe sogar gelivestreamt auf YouTube und ich hätte es mir wahrscheinlich von 10 Kilometer Entfernung hätte es mir wahrscheinlich angesehen, wie aufgeregt ich war, dass der Typ auf mein Video reagiert hat. Und eben genau dann ist es passiert. Oh, was ist da? Es wird wieder mal Zeit für ein paar YouTube-Nachrichten hier auf meinem Kanal. Oh, es wird ganz übel. Es wird ganz übel. Fast 10.000 Abonnenten, unsympathisch TV, Schweizerdeutsch. Oh. Aber ich bin nicht seine Freundin. Es ist ganz, ganz wild. Die Einschnitte von Monte und so natürlich auf Deutsch logischerweise mit dem verbundenen Schweizerdeutsch am Anfang. Hey, das ist dann wirklich ganz, ganz wild gewesen von mir. Einer der grössten deutschen YouTuber und auch ein bisschen wie das Idol für mich hat einfach auf mein Video reagiert und ist gar nicht mal so scheiße gefunden, oder? Auf den Schweizer, Mann, ja. Oh, fuck, dude. Ja, perfekt, oder? Und ich bin dann einfach live gewesen und ihr könnt mitverfolgen, wie meine erste Reaktion auf das Video war und auf den Moment war. Übrigens folgt mir auf Twitch, dort könnt ihr mir live beleidigen und live sagen, was ich für eine elende Faker bin. Nein, Spaß beiseite, würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr Twitch mal würdet auschecken. Ich streame jeden Montag 19:30 Uhr und dann manchmal noch irgendwann mal durch die Woche. Das kündigen die meisten irgendwie auf Instagram oder so an. Nach dem Rausch von der ersten Reaktion habe ich einfach nochmal müssen als zweites Video machen. Es ist so viel geiler Content und so viel geiles Zeug zusammengekommen bei der ersten Reaktion. Habe ich einfach nochmal eins müssen machen. Das habe ich noch gemacht und er hat tatsächlich nochmal darauf reagiert. Auf den Schweizer, Mann, ja. Oh, fuck, dude. Es ist endlich wieder so weit. Ich mache das Video wieder unsympathisch TV. Ach, Digga. Oh, Mann, Alter. Danke nochmal für den Caillou-Vergleich. Classic. Ich freue mich unheimlich auf den dritten Teil. Es ist eigentlich so, der YouTuber hat durch mein Video witzige Content, wo er drauf reagieren kann und auf ihn bezogen ist. Alles, was ich von ihm brauche, ist ganz wenig Aufmerksamkeit von ihm. That's it. Ich fucke niemand ab. Das alles ist aber natürlich auch vor allem dank euch möglich gewesen. Meine Community. Real Talk. Meine Community ist eine von der absolut geilsten Communities, was ihr mir ermöglicht habt und was ihr bei diesen Streamer im Chat drin geschrieben habt. Ja, reagier doch mal auf das Video von Maelo. Sogar Donations hat er da gelassen beim jeweiligen YouTuber. Wirklich, Kuss, Kuss, Kuss geht aus an meine Community. Danke an jeder und jede von euch da draußen. Und wenn ihr einfach die Videos liket oder die Videos euch einzieht, abonniert, Glocken aktiviert. Und ich habe Real Talk das Gefühl, dass wir das so beim Video von der letzten Woche wären schaffen. Also bei Unsympathisch Teil 3. Safe.
Ja, und was dann in der ersten Parodie beim Ungespielt passiert ist, das ist dann noch dieses andere krass gewesen. Ich habe mich eigentlich ganz normal hergesessen, wie auch schon bei den anderen 2 Parodien. Und zwar habe ich zuerst ein Skript geschrieben mit den ganzen Insider von Unge. Und beim Unge ist mir das nicht so schwer gefallen, weil ich verfolge den Unge Real Talk schon ungefähr 7 Jahre. Seitdem im 2013 das Mega-Projekt war. Und seine Reaktion, beziehungsweise wie er das Video gefunden hat, live im Stream, das hat meine Erwartungen völlig übertroffen und eben wirklich extrem baff gewesen. Und das hat mich nochmal extrem gefreut. Und auch hier, meine Community ist so am Start, sie hat x Donations rausgelassen. Ja, reagier doch mal auf die schweizerdeutsche Parodie und so weiter und so fort. Es war wirklich wild gewesen. Wir schauen bei Maelo rein. Maelo hat vor einem Tag ein Video hochgeladen. Ungespielt Schweizerdeutsch. Oh. Oha, Girl? Er zieht es auch komplett auf Schweizerdeutsch durch. Kräftespiessli. Eine, Kräftespiel. wo locker 1 Tonne wiegt. Und ganz so viele Euros mache ich nie im Monat. Ich mache noch 2 junge Parodie und dann nach Corona direkt auf Unge nach Madeira, oder? Passt das? Ist das so ein Plan? Die krasse Reaktion, die ihr wahrscheinlich alle gesehen habt, ist für mich extrem wild gewesen und hat mir so Bock gemacht, noch mehr von diesen Parodien zu machen. Es ist gefühlt so ein bisschen wie eine Sucht geworden, ein nächstes Video zu machen, Es ist wirklich wie eine Sucht so ein bisschen geworden auf das nächste Video, die nächste Reaktion. Ja, und genau das habe ich dann auch nochmal gemacht beim Justin, beim InScope und jetzt nochmal, es wirklich letztes Mal beim Unsympathisch TV. Es ist eigentlich krass zu sagen, aber bis jetzt hat jeder von denen wirklich Top-YouTuber von Deutschland auf meine Videos fast komplett reagiert. Außer der Justin hat jedes Video sich komplett eingezogen. Und die Videos, beziehungsweise momentan meine Videos, ich fühle es wieder extrem im Grind oder das ganze Huren mit dem Hauptkanal, mit dem Zweitkanal, aber auch vor allem mit meinen Livestreams. Ich fühle es momentan so sehr und ich glaube, ich merke das so und ich fühle meine Community momentan noch extrem fest. Und in dem Sinn ist es das eigentlich mit dem sehr weirden und experimentellen Video. Keine Ahnung, was das erzählen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den YouTube-Kanal, das würde mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke, dann kommen wir hier nochmal zu den 20.000 Abonnenten. Ciao!